Moin und herzlich willkommen. Wir sind froh, dass ihr dabei seid. Ihr lauscht auf den Podcast Bibel sieht wart. Nee, das Bibel sieht wat? Mann, das Bibel sieht wat? Seid ihr noch fertig? Organisiert von der LBE-ASBL. Idiot recht. Was seht die Bibel, aber was seht sie nicht? Worüber möchte den sich Gedanken, aber worüber staunt den? Seid dabei, wenn wir durch und über die Bibel diskutieren. Moin, wir machen heute die nächsten paar Versen vom Jacques Kapitel 1. Heute dabei sind wir Miriam. an den Timo? an ich selber den David. Wir schwätzen heute dann von den Versen 19 bis 27 und ihr könnt das am Neuen Testament rumfinden, das auf der Seite 376 ist, oder ihr könnt die App raufladen und an der App gucken, dass Bibel auf Lützeburg ist. Ich fange dann an, die ersten zwei Versen zu lesen, das sind Versen 19 bis 20. Da wird man von da aus Diskussion führen. Der Jacques sagt, mein liebe Brüder, jeder soll sehr sein, für Not zu lauschen, los sein, für zu schwätzen, und los sein, für Rosen zu gehen. Weil ein rosener Mensch bringt nicht Gerechtigkeit, die Gott will, auf hier. Kann von euch da erklären, von wo das die Sache raushält, und ich so die Leute, die nicht hier hält, und ich genieße die Möglichkeit, für das klarzustellen, am Hebräischen oder am Jüdischen, als das der Schma. Der Jacques, die geht ein bisschen an den Schma ran, und dafür wollte ich erst fragen, können die Leute helfen zu verstehen, was in der Lehre von Moses zu verstehen ist, was der Schma ist, und wie ein Heil lassen lädt. Weil ich sehe, da eine Menge Brüder, das ist immer so mein Leben, David, und nur rappen nicht der Panz. Das ist auch so ein bisschen, wie ihn aufhängt, von der beste Kind das helfen zu erklären. Du hast es schon abgeschlossen, Timo. Ja, dann lesen wir für dich das Schma Israel an Deuteronomium Kapitel 6, ob seit 250 an der Lehre von Moses auf Lützeburg. Du seht ab Vers 4, also Deuteronomium 6, Vers 4, lauscht Israel, und das wird dann Schma Israel, Schma, lauscht Israel, Israel. Der Jahwe sei se Gott, der Jahwe ist den Einzigen, hier der Jahwe, der Gott, mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Wesen und mit der ganzen Kraft. Geh, hol das wieder, die ich dir halt befehlen, zu Herzen. Also weiter. Ja, ich gebe so hin erinnert, ein bisschen darunter, dass sie sollen no-lauschen. Was ich interessant fand, dass hier seht, Lucy für zu schwätzen, Lucy für Rosen zu gehen, das ja als Mensch eher der Gegenteil. Also normalerweise ist für Rosen schnell, aber weil der rosene Mensch bringt nicht Gerechtigkeit, die Gott will, auf hier, weil nun die Schmade ein bisschen erinnert, am der Lehre von Moses entdeckt man mal, dass Gott heinst du Rosen ist, aber gerecht, Rosen. also richtig Rosen ist, und aber gerecht bleibt an dem Moment. Das heißt, bei Gottes Roserei nicht für dich etwas Emotionales mehr ein Gefühl mehr, das ein Gefühl einer Beherrschung von dem, was du musst. Aber als Menschen, also doch, wenn wir ehrlich sind, auch bei gläubischen Leuten, an der Roserei machen wir an der Regel nicht Gottes Werk. Ja, aber du gehst aber Rosen, weil du siehst, ich bin nicht gerecht behandelt. Du gehst ja Rose, weil du siehst, Ja, so muss den ich behandelt Roserei werden, und dann gehst du Rose, weil du nicht so behandelt wirst. Die Roserei kann ja berechtigt sein. Aber das, was du da musst, kann sein, oder also dann der Mensch, als das, was hier warnt, die Reaktion aus der Roserei raus muss nicht gerecht sein. Also, wenn ich das Schluen, was nicht gerecht ist, dann müsste, wenn es der Rose bist, für dich gut durchblasen und überlegen, was ist die korrekte Reaktion. Hier am Lützeburger Land wäre die korrekte Reaktion, dass wenn ich dich geschlagen hätte und dich verletzt hätte, müsste die Polizei rufen und so, und die müssten nur für gerecht urteilen. Ja, weißt du, wie wir Schüler waren, du hast immer gesagt, wenn der Prof mich schlägt, dann haben wir 3 Sekunden für zurückzuschlagen. Wir waren alle Genau. Bretter. Aber bon. Genau, wenn du Rose bist und du denkst, die war ein bisschen Rosen, dann schlägst du zurück. Also das ist irgendwie Ich meine, der Schweiz aber auch von einem Zustand.
weil er sieht ein rosene Mensch. Ja. Das mehr wie auch nicht eine kurzfristige Reaktion. Ein rosene Mensch, also mein Gefühl sieht man, dass er halt von einem Zustand schwätzt, von einem Mensch, den ständig rosen ist, den, ich weiß nicht, den entweder den einfach die Welt schief guckt oder den einfach meint, die Welt ist ein schuldig oder ich weiß nicht was, mehr, oder den etwas erlebt hat an der Vergangenheit an einfach rosen an die Welt geht. Ja, ein batterer Mensch. Der battere Mensch gäfe mir da so. Das, also ich meine, hier schwätzt du echt auf so etwas. Das ist nicht einfach die direkt emotionale Reaktion, als mir den Zustand von Rose sind. Ich meine aber, dass er auch eine Geschichte am Kopf hat. Und da, ich meine nicht die Geschichte von Moses am Kopf. Wissen, was ich meine, was eine Geschichte. Ich denke, Rose mit 10 Wirde. Der Moses. Wo sie sich nicht checken. Also hier könnt Ja, aber das ist Dönno. Das ist Dönno. Weil hin schwätzt ja heu, dass erosene Mensch bringt nicht Gerechtigkeit, die Gott will dafür. Wenn nie aus der Moses sein Leben geschieht. wo ihn umbrucht wird. Nee, das war noch viel drunter. Das ist Dönno, wo er mit den Israeliten durch die Wüste düst. Das wo die Israeliten geschämt tun wie immer. Sie hatten gerne Wasser, sie geben von Durst sterben. Und der Moses beklagt sich bei Gott. Und Gott sagt ihm, hey, ich gehe nicht Wasser, du gehst bei den Fels und du schlägst ein Kind drauf und du kannst Wasser raus. Und dafür geht nicht mehr weit. Komm, wir lesen dann, Timo, lesen mal den Nummer 20, Versen 2 bis 13. Dann, weil Miriam ja Deuteronomium so gerne hört, da kann hat der 34, Deuteronomium 34, Verse 5 bis 7 lesen. Und ich lesen dann direkt drauf den 22, den 20, Vers 22, oder du kannst es mitlesen. Just die zwei. Lest du eine Geschichte? Nummer 20, Versen 2 bis 13 an Vers 22 vom Kapitel. Das ist auf Seite 223 an der Lehre von Moses. Die Gemeinschaft hat kein Wasser und hat sich versammelt, für gegen den Moses an den Aaron zu gehen. Die Volk hat man Moses gestritten. Sie sagten, wäre mir doch nimmer gestorben, wie als Brüder für Jahwe gestorben sind. Wie war die Versammlung vom Jahwe an das Wildnis brücht, für dat mir an als Fei hei umkommen? Wie war die Eis aus Ägypten ob das Space Platz brücht, eng Platz ohne Kehren, Fischebeem, Riefsteck oder Granatäppel? Et gibt mal kein Wasser für zu trinken. De Moses an den Aaron hun Präsenz von der Versammlung verlos, kommen bei d'Entrée vom Zelt vom Treffen an huse Spies op de Boden verneibt. Die herrliche Präsenz vom Jahwe ist hin erschenken. Die Jahwe hat man Moses geschwart. Du und dein Bruder Aaron holt dich da versammelt Gemeinschaft. Vier und ihren Ahn befehlt dir dem Fels sei Wasser hier zu gehen. So bringst du für sie Wasser aus dem Fels der Gemeinschaft an hier Feld zu trinken. Der Moses hat den Stab, die vier Jahwe war geholt, so wie hier nicht ihm befohlen hat. Der Moses an den Aaron und Versammlung für Fels versammelt, hier so zu hinnen. Lauscht die Rebelle, soll mir was aus diesem Fels für ich bringen. Der Moses hat seine Hand an die Luft gehoben und der Fels zweimal mit seinem Stab geschlagen. Es kommt viel Wasser raus und die Gemeinschaft hat hier Feuer getrunken. Du sollte Jahwe zu Moses und zum Aaron. Die hat mir nicht geglebt und hat mich du wenigstens nicht als heilig an den Ahn von den Israeliten behandelt. Dafür bringt ihr das Versammlung nicht an das Land, das ich ihnen gegeben habe. Das ist das Wasser von Meriba, wo die Israeliten am Jahwe gestritten haben, an hier sich hinnen als heilig gewesen hat. Und Vers 22, die ganz israelitische Gemeinschaft hört sich von Kadesh auf den Weg gemacht, kommen beim Birsch hoch und. Oh ja, pardon, das ist der falsche. Das ist nicht schlimm. Das für dort zu weisen, dass den Aaron stirbt. Ja, die stirbt doch. Ja. Also der Nugget hat erwähnt. Ja, voilà. Ja. Dass den Aaron direkt drauf gestorben ist, wie Gott das gesagt hat. Aber kannst du dann Deuteronomium 34, Verse 5 bis 7 lesen, für die Leute zu weisen, dass Gott das erst gemerkt hat? Der Moses, dem Jahwe sein Dinger, sehen wir dann dem Dinger von Gott, den erwähnt wird, als du am Moab ob Order vom Jahwe gestorben. Die Jahwe hat ihn an der Schlucht am Moab gegen die von Beit Pehor begraben. Bis heute weiß noch kein, wo sein Grab ist. Der Moses war 120 Jahre alt, wie er gestorben ist. Er hat noch gut gesehen und er war noch kräftig.
Die Israeliten haben während 30 Tage auf der Gelüste von Moab de Moses gekrascht. Danach waren die Tage, wo de Moses gekrascht und getrauert gouf, rüber. Weil ich meine, die Geschichte tut uns den, dass der Moses wirklich schwer will, wenn mit den Israeliten, weil sie einfach Gott auf froh gestalten, sie gezweifelt. Ja, sie haben eine andere Option gesehen. Ägypten war besser, wie was wir heute dran sind. Du hast alles an den Tod geschickt. Und der Moses, das geht natürlich geht der Moses schwer will. Für was kannst du nicht schwer will sein? Wenn du siehst, du hast all die Sachen schon erlebt mit Gott. Und dir zweifelt noch immer, dass er vielleicht der richtige Gott ist. Wie ist das möglich? Und Gott sagt dann, Moses, relax, mach das. Aber was hat der Moses gemacht? Weil er Rose war, hat er nicht einmal geschlagen, zweimal geschlagen. Das weiß, dass er Rose war. Sonst kannst du das nicht herausfinden. Und das kannst du am hebräischen Text klar herausgesehen. Weil neben zweimal op de Fels geklappt huet, Platz einkeieren, wie Gott gesagt huet. Techt weisten wirklich, dass ein Schweivel war wirklich sauer mit den Israeliten. Und das Resultat davon war keine Gerechtigkeit. Ja. Aber am Moses engem Beispiel gesehen wir, dass Gott entehrt hat. Und dass da keine gerecht Sachen rauskommen. Das heißt, wenn du Rose bist, dann entehrst du Gott. Und du gibst Gott nicht die Eier, die ihm zusteht. Und das wird mit Gerechtigkeit zu tun. Und dann Gerechtigkeit hat immer zu sehen, dass der Gott nicht die Eier gibt, die er soll kriegen. Und das ist so wie ich gesehen, das ist der Start. Der Jacques denkt an das und ich meine, die Leute denken an das gleichzeitig. Das sind so, ja, mir gesehen, ja, der Moses, ja, der größte Prophet, den wir jemals hatten, der Prophet für Gott, dem hat Gott geschwatzt hat, dem hat Gott zusammen als Nation gegründet hat. Auch der Mensch, den hat Gott entehrt. Und darum geht es dann, weil ihr rosende Mensch bringt nicht Gerechtigkeit, die Gott will, auf hier. Und das ist genau das. Gott will etwas anderes für den Moses. Mit dem Moses hat, weil er Rose war, hat er eben die Gerechtigkeit nicht auf hier die Gott wollte. Und das ist ein bisschen schuld. Das ist auch ein bisschen weh, weil so einfach der Moses war zwar ein Brüt, aber der Moses war ein göttlicher Mann. Und das ist wirklich Gott nur gegangen. Aber das ist, wo der Jacques dann manchmal aufhängt. Er setzt heu an. Und ihr seht einfach, lauscht das noch. Und ich meine noch, dass ihr nicht mehr seht, wir müssen noch lauschen, aber ich will doch die Leute darauf präparieren, dass er so lauscht das noch, was ich zu sagen und er gibt nicht Rosen. Ja, fängt ja schon an, mein Bruder, da wissen wir schon, dass ich einen Panzerrappisch kennt. Ich weiß nicht, ob sie das mit den Mädchen muss. Lebt, Madame. Mais bon. Das war plötzlich übersagt, ich meine, wir sind am Lützeburg noch mehr direkt. Wir lassen nicht meinem lieben Bruder da noch fort. Ich meine, die Jüdisch zwar auch, mais bon. Aber ich meine, das ist so wie hin, die heute Sachen lanciert. So, seht fertig, weil der Moses, den hat mich noch nur löscht, wenn Gott nur gelöscht hat, da wäre etwas Besseres rauskommen. Und von der Schule etwas so, da wann ich gelebt, geht nicht Rosen. Aber es muss etwas Besseres rauskommen. Und das ist ein bisschen so für mich zu vereinfachen. Wo geht dann rüber auf den Vers 21? Und du siehst, was tut das dann nur dumm zu denen für nur zu leisten? Für was fängt denn das Thema an, am Vers 21, dass alles das, was nicht gut ist, all die Begehrlichkeiten, so mal waschen lehen. Was tut das mit nur leisten zu denen? Weil das ist etwas, wo ich ein bisschen erstaunt bin. Für was sieht denn dann die Sache muss er waschen lehen, weil sonst kann er nicht hören oder sonst kann er nicht nur leisten. Kann ein von ihr mal ein bisschen weiterhelfen, für zu sagen, okay, für was sieht denn das dann noch? Also ich gebe das so gesehen, den Vers 21 ist ja ein bisschen an zwei gedeelt. Sie sollen etwas auflehnen, und zwar den unmoralischen Knast und all Recht für Beiseligkeit, mit dann aber etwas unhören. Und das ist das, was du siehst. Das Wort
an ihrem Kontext, also der Moment, wo der Jacques den Brief geschrieben hat, da hatten sie just, was wir heute Testament nennen, die hebräische Bibel. Das heißt, sie holen die hebräische Bibel mit Duset an, das an ihr angepflanzt gouf. Also wir haben ja schon darüber geschwärzt gehabt, auf früheren Episoden, dass Juden von kleinen Mal sind, mit der Lehre von Moses, ob man es groß gesehen. Und das ist wirklich also an hin angepflanzt. Also, du kannst das nicht anders selbst rechnen. Und da sieht man, dass das Pferde springt, für Seelen zu retten. Und das, wie soll ich sagen, wenn ihn am unmoralischen Knast lebt, an all Rest von Böswilligkeit aus seinem Leben hat, da kann ihn die Wort nicht unheilen. Die zwei gehen nicht zusammen. Es kann ihn nicht nur Wort leben, oder laut dem Wort leben, wenn ihn an den anderen Sachen dran ist. Also eine Geschichte, die dazu passt, das ist in 1. Korinther 5. Da gibt es ja das Beispiel von einem jungen Mann oder Mann, der mit der Stiefmam eine Relation hat. Und da sieht der Apostel Paul, da zählt er verschiedene, sagen wir mal, nennen wir mal Größe Sinnen ob unmoralischen Sex, also unerlaubte Sex zählt dann ob Reiberei, dass du selbst und so weiter. Und du seht dann, wen das mischt und sich gleichzeitig Bruder nennt, den hat ein Problem, weil das beide zusammen funktioniert nicht. Und das sind viel moralisch Sinnen am Sinn von ethisch richtig sich beholen bei den großen Linien am Leben. Bei den Korinther ist es ja so, dass die Griechen, die zum Glauben kommen, da sitzen auch ein paar Juden dabei, mit die für Griechen, die zum Glauben kommen, die müssen dann noch viel lehren von ihrer vergangenen Sachen zu einem. Hier kann hier voraussetzen, die hat von klein auf Lehrer von Moses schon kennengelernt, die kennt sie. Ja. Oder noch Jesus, das heißt, wenn ich ein bisschen kritisieren, dann muss da nicht mengen, dass das zu schwer ist, das einzige Wort von du sieht, weil ich erinnere mich eigentlich schon etwas, was er schon kennt. Und das effektiv mit mir am Seder, wie der Apostel Paul du an 1. Korinther 5 seht, du kannst nicht bewusst so ich bin gläubig, aber bewusst gleichzeitig mengen, dass du kannst so und ich meine einfach unerlaubte Sex, so wie wenn das richtig, also von den zwei kann es sehen. Und daran erinnert den Hirn. Ja. Oder alle Rest Spacewilligkeit, das ja. Alles ja. Sinn, ich meine, all die Rest. Andere Rede, wenn das heißt, ich gehe darauf an, dass wenn du Meinungen hörst, die an die Richtung gehen, von all Basewilligkeit, ich resümiere das alles da drin, von all Basewilligkeit, da kannst du nicht nur lauschen, was Gott will sagen, weil du bist absolut was du darfst. Du hörst nicht. Weil du sagst ja, dass deine Überzeugungen dann gerecht sind und das sind die richtig. Aber was Gott zu sagen hört, das sind die falsch. Dafür mengen ich als darf, ein bisschen ausschwatzen. Du kannst das heute nur nicht entgegenhören, wenn du siehst, Gott nicht falsch. Weil du beweist ja mit deinen Behörden, weil das ist ja alles, weil es geht, das ist ja überall, dass deine Behörden so lebst. Aber dass du dich so behältst, wie was das lieber zählt ist. Und das da willst du schmecken. Also Kapitel 1 hat man ja gesehen, dem am Vers 5 von den Engem von Isu Weisheit fehlt. Und hier seht ihr mich spät, ab Vers 22 seht ihr, setzt aber die Wort an Doten immer, lauscht das nicht just nur, weil sonst bei der, die ich selber, wenn die Wort hört, nicht an Doten umsetzt, den also welche Menschen da vergleichen, du mit dem Spiegel und so weiter. Das Wort Weisheit hat ja oft in der Bibel Bedeutung. Es gibt einen Unterschied zwischen ich weiß etwas von der Bibel und ich lebe nicht aus. An dem jüdischen Denken ist es ja so, dass ganz oft betont wird, eigentlich weiß das recht richtig, wenn es die Weise gibt, also Weisheit tut sie nicht lebst. Und das ist, was der Jacques möchte. Also hier schwätzt von Glauben, als selbst was ihr gesagt. Das nicht du bist kein Akademiker, das ist vielleicht gut, wenn du viel weißt. Aber was nicht umsetzt, das ist für die Juden eigentlich in dem Sinn nutzlos, also hat keinen Sinn. Und darunter wollen sie erinnern, Jungen, die wisst, akademisch gesehen, kann das Lehrer von Moses gut, aber wenn das sie nicht umsetzt, dann ist das für die Katz. Ja, und am Jüdischen ist es ganz klar, dass die Leute, die machen, das sind die Leute, die wissen. Nicht die Leute, die intellektuell wissen. Ja. Das sind die Leute, die wissen. Das ist Standard für sie, dass sie so die Sache konzentrieren und denken.
Und das gut, dass du schon Vers 22 geschwart hast. Weil für mich kommt nur Katz aus dem Sack raus. Das Lo, wo ihr seht, im Moment, setzt aber fort und dort in dem erlauscht nicht just no. Weil sonst bedreht ihr euch selber. Das ist so die Geschichte. So. Du sitzt du lässt das no, du hast gelesen, du musst so und du siehst, dann hat mein Leben noch nicht. Und das müssen das, wo du umgegangen hast, dann der Englisch umzuschwätzen. Kann man sich dann so, von hin das Beispiel gebraucht, wie passt das gut dran? Und für was meint ihr, dass das Beispiel gebraucht hat und nicht den anderen? Was für Beispiel meinst du? Direkt um 22. Ja, am Spiegel. Ja. Den Vorteilt mir net an doten ëmsetzt, den also wie Mënsch, der sein egent Gesicht am Spiegel uguckt. Mit dem sie sich geguckt huet, geht hier fort, der gleich drauf vergösst hier, wie hier ausgesehen huet. Ja, so guckt den sich halt mal am Spiegel, da gesagt, den wie schön oder Mann schön ausgeseit. Das kann ich selber bewerten. Und dann normalerweise vergösst den dann noch nicht, wie ihn ausgeseit. Das wäre normal. Wie dass man dafür auch über unmoralische Knascht geschwärzt haben, aber man davon ausgehen, eben, dass sie ja Wort von der Dusheit angepflanzt kaufen, gebe ich mal auch spontan dazu sagen, dass du praktisch seht, oder mit dem Beispiel auch ein bisschen weißt, ihr wisst, was an der Bibel steht, also dem, was sie dem uns hatten, ihr wisst, was Gottes für euch ist, die sind nicht perfekt, ihr wisst, was 4 Schle 7 immer 4 gehen, und entweder setzt du das oder du bist den etwas mischt, was eigentlich anormal ist, nämlich du vergisst das alles. Und du bezeichnest das vielleicht einmal als gut und du ignorierst alles, was Gott da gerade vorgeschlagen hat. Also so wie topisch das wird nicht umzusetzen, was Gott da gesagt hat. Ja, weil das Beispiel ist wirklich, also für mich das extrem. Das lächerlich. So, das kein, den sich an den Spiegel guckt und direkt drauf vergisst, wie er ausgesagt. Ja. Das geht nicht. Hier möchte ich wirklich ein ganz extremes Beispiel. Also, so blöd wie das doch klingt, so blöd, dass dir nicht das an dort umsetzt, was dir hört. Das ist ein exzellentes Beispiel von der Schule, wirklich exzellent. Ja, und danach könnte Vers 25, wo ihr seht, wir werden an das perfekt Gesetz von der Freiheit guckt, dem treu bleibt und noch nicht vergisst, was ihr her und hat, mir das mischt, was ihr verlangt, Digga, an dem, was ihr mischt, gesehnt. Okay, aber das ist ein perfektes Gesetz. Ja, Ich kann mich schwätzen davon noch. Weil das ist ein Ausdruck. Das perfekte Gesetz von der Freiheit. Ich gehe für dich mal ein Wort Gesetz zu fangen, aber für dich erklären, was mir damit verbannen und dann erklären, wie ich meine, dass die Juden nicht demals verstehen. Also heute zuletzt beschrieben sie mit Gesetz normalerweise verbunden, du da kein Gesetz, weißt du, ob der Straße muss beholen oder Gesetz am Drogenbereich, dass verschiedene Drogen erlaubt sind, und andere nicht. Also Getregeln und die Runde musste ich halen. Und das hat gefehlt für viele Leute nicht mit Freiheit zu dienen. Und bei den Juden ist es so, das kann ich beim Apostel Paul auch vieles von seinen Briefen herausfinden, sie haben nicht das Gefühl von das Gesetz negativ Regelwerk aus, was es beträgt. Sie haben eher das Gefühl, dass das ein guter Pap, der mir Idee gibt, wie ich, wenn ich mich Toren orientiere, dann habe ich ein gutes Leben. Also Tora, das Hebräisch, wo das ja eher Weisung oder Pfeil, den man weiß, wo es hingeht. Aber wenn heißt perfekt Gesetz von der Freiheit, da meine ich, möchte eine Ausbildung einerseits natürlich auf die Lehre von Moses, aber wen ist die Lehre von Moses auf Perfektion? Das steht da Römer 10, Vers 4, wen das Ziel davon hat, das ist der Jesus. Wenn ich an die Lehre von Moses gucke, respektive auf den Jesus gucken, das wäre, was ich meine, was auch ausspielt, der wird gesehen. Okay. Ich meine, dass am Deuteronomie 6, Vers 5, wohin eine Referenz möchte. Für das das perfekte Gesetz von der Freiheit. Und am Deuteronomium 6, Vers 5, das Seite 259,
Ja, schon ja Vers 5 gesagt, ne? Da steht es. Hilft der Jahwe, der Gott mit dem ganzen Verstand, mit dem ganzen Wesen und mit der ganzen Kraft gell. Das ist, was mit Juden verstehen, das Gesetz, der perfekte Gesetz von der Freiheit. Da fehlt noch ein kleiner Idee. Und du sollst den nächsten gerne nur für dich selber. Das ist das perfekte Gesetz von der Freiheit, so wie ich das verstanden habe. Also so wie sie es resümieren, ja. Mit das auch, also wenn man das vor das Gesetz gucken, das auch, also sie verstehen auch die Lehre von Moses drin, aber wenn wir an die Lehre von Moses denken, da sollen wir auch daran denken, dass das ein Kontrakt zwischen Gott und Israel, aber wo Israel gesagt hat, wir machen alles, was du siehst, machen wir. Und das, der Jacques erinnert sich quasi dran. So, die hat einen Kontrakt mit Gott. Und der Kontrakt, den ist für Erd gut. Gott sieht es selber an der Lehre von Moses, das für Erd gut. Und sie sollen da dran rangucken und da noch leben. Aber ja, wir am Westen, also wir sind ein bisschen Gesetz aus, ja, weißt du, so das Thema, und wir denken nicht unbedingt auf Freiheit, wenn wir Gesetz denken. Also, es könnt ihr auch, weil an so einer christlichen Theologie am Westen, an der Reformation, der Luther für seine Persönlichkeit, für seine Geschichte, hat vor allem den Aspekt von Schuld und Unschuld am juristischen Sinn betont, den ihr auch am Römerbrief in anderem davon tut, den es auch gibt. Und da könnt an diesem Umfeld also eben Gesetz da ganz viel mit Schuld und Unschuld. Und das ist auch effektiv an der Bibel, die auch mal dran. Aber an der Lehre von Mose, vor allem bei den Juden an ihrem Denken, ist das doch mehr wie nimmen Regelwerk, was mich Sachen verhindert, mit das eigentlich ein Wegweise, ein Stadtführer durch Leben, dem er hilft, führen zu kommen. Und trotz dass es zwar am Gang ist, relativ am Anfang bist zu weinen, dass den heute wärst zwar bald noch ein Leben wärst. Ja, weil ich habe noch gesetzt, der nicht vergessen muss. Du lehrst die Lehre von Moses und der hält sich in die Lehre von Moses, da lehrst du Gott kennen. Ja. Du kannst die Sachen nicht trennen. Du kannst nicht so, du kennst Gott und du hast keine Ahnung, was die Lehre von Moses zu sagen hat. Wie kannst du Gott kennen? Durch eben seine Vorschriften lehrst du Gott kennen. Du weißt, wie er tickt, du weißt, wie er funktioniert, du weißt, was er denkt, du weißt, wen er darüber denkt. Du weißt nicht immer viel wert. Und mir das, was Gott will, dass er herausfindet. Und du findest, sollst dann sichern, viel wert. Oder wenn er sieht, dass die haben Glonne können gehen. Ja, wie gesagt, hat er aus. Und musst du dich da mal nicht auseinandersetzen. Das heißt, hier gibt da Prinzipien, hier gibt da Vorschriften mit 2 Sätzen. Und dann sieht er so. Da fallen wir raus. Und das ist ein bisschen das. Das heißt, am Anfang ist das Gesetz wirklich Freiheit, weil das nicht detailliert. Gott hat kein detailliertes Gesetz gegeben. Er hat nicht eine Ablichtung gemacht, so wie wir da in unseren westlichen Gesetzen haben. Er sagt einfach, die Arme soll können glanden gehen, für das etwas viel zu essen. Und leider uns, für das zu definieren, an dem Zeitalter, wo wir sind, wie das soll aussehen, wie das soll funktionieren. Und dafür ist es doch ein Gesetz für Freiheit, weil du kannst es alles ajustieren, mit dem Prinzip läuft. Die Arme sollen nicht hängen. Das ist das große Prinzip. Das ist übrigens, was am Vers 26 und 27 dann eigentlich zusammenfasst. Da gibt ihr das als Beispiel, den das Martin, wenn ein Mensch wäre fromm, da soll er seine Zunge am Zusammenhalten an der No, sich im Wesen kann er Witfrauen in ihrer Not zu bekümmern und sich nicht von der Welt verdirben zu lassen. Das so wie den Apostel Jean sieht, da doch in seinem Brief, wenn du siehst, ich gesehen Demut von der Welt, da Gott hat dich gern, und alle Menschen hat Gott gern, und da gehst du langst auf Lützeburg strummert, und da siehst du, Gott hat dich gern, und du gehst weiter, dann hast du zwar schön gesagt, und stimmt auch akademisch, aber eigentlich musst du der Person helfen, weil die hat ja Hunger. Und das kennen sie aus ihrer Schrift, weil du es ja das zum Beispiel zitiert oder erwähnt, dass sie, wenn sie eng Kaschen dazu, dass sie nicht dürfen alles holen, weil noch die armen Leute geht und so weiter. Also, ja, aber was das fromm?
Also in dem heutigen Kontext gebe ich so. Oder Frömmigkeit. Ja, in dem heutigen Kontext. Steht in der Melodie. Da müssen wir. Also ich weiß, dass es dran steht. Ja, mir schon nicht rezent nur Gesicht. Ja. Fromm, also fromm ist eine Person, die religiös ist, die sich an religiöse Prinzipien hält, die, ja, also die nur gewissen Glaubensrichtlinien lebt. Das ist eine fromme Person. Also das fromm auch, ist laut dem Glossa vom Neuen Testament auf Lützeburg. Ah, dann ist er noch. Das ist übertrieben Seid. Das ist übertrieben Seid, was es steht. Also auf Seite 427. Ein frommer Mensch ist ein, der sich bewusst seinem Glauben zuwendet und ihn aktiv auslebt. An der Bibel ist der Begriff positiver beschreibt den Gläubigen, der mit seinem ganzen Herz das auslebt, was Gott vorschreibt. Der Name Frömmigkeit wird vom Adjektiv aus dem Deutschen aufgelegt. Ja. Mit das ist das, was ich auch hier im Kontext gibt, so oder Gefehl haben. Also mir gibt für mit frommer Frömmigkeit haut zu dich. Das geht eher negativ, pejorativ. Ja, aber wie geht es dann gebraucht am Negativen? Ja, du bist ein frommer Mensch, das ist so, ja, den... Ein Scheinhellischen. Ein Scheinhellischen. Das ist Qualität. Ja, Heimmensch, also da war... Oh ja, das ist nicht scheinhellisch. Heimmensch, okay, du gehst davon aus, dass du fromm bist, ich will das seriös, ich will auch sogar, dass du fromm bist. Mit da will ich gesehen, dass du dein Back hältst, also den Zungen kontrollieren kannst, dass du... Ja, aber ich schwätze da wohl un. Weißt du, ihr seht ja, wenn ihr nicht meint, hier wir fromm, man hinhält seine Zunge nicht am Zahn. Da bedreht hin sein Herz. Und das ist ja genau das, was ein letztes Jahr halt gebrauchen, wenn sie sagen, oh, da tut das frommen. Er schwätzt, aber das nicht was lebt. Das ist Bradler, das steht nicht schon drin, das ist scheinhelllich. Dafür, also in der Hinsicht ist der Jacques Martinen auferstanden, also halt, so wie man das Wort am Negativen gebraucht. Das ist leider schön, dass es am Negativen ist. Mit das, was ich spannend fand, dass ein LOD sogar die wieder hört, fromm auf Frömmisch geht. Weil ich immer nicht erwartet, dass sie da dran hätten. wenn wir drei am Gloss haben, just als Nebenbemerkung, wenn wir drei am Gloss haben, das ist 2017 war noch nicht am LOD. Okay. Das ist noch mehr spannend. Mir just für zu sagen, das heißt, ich schwätze nun so, nee, definier fromm richtig von Schrift. Frömmigkeit hat nicht, um zu denen, wie gut dass du kannst schwätzen, dass du fromm bist. So würde ich das verstehen. Mit das, was du auslebst. Ja, und hier seht ihr dann ganz präzis, geht aber auch darauf an, was der Frömmigkeit wirklich ist für Gott. Und da ist, wo ich dann ein bisschen so wow. Rein an unbefleckt Frömmigkeit für Gott. Nun, was ist rein, aber was ist unbefleckt? Also dat, für mich erinnert das an Dafferen. Dafferen am Alten Testament, also an der Lehre von Moses, haben müssen rein sein. Sie haben nicht dürfen Fehler haben, ja, nicht dürfen Krankheiten haben, keine Schranke gebraucht. Das erinnert auch zum Beispiel an Passalarm. Das dürfte keine Flecken haben, das müssen rein sein. Also Rang heißt nicht am Sinn von proper, kein Stöpsel, kein Knascht, aber Rang am Sinn von keine Krankheiten, kein... Das ist ein Ritual Ranget. Ja, ja. Das heißt, also für mich, das erinnert direkt daran. Was die heute dann noch, von denen die Rang und unbefleckt Frömmigkeit für Gott hört, den Pap, das ist die heute. Sich Wesen kann er Witfrauen an ihrer Not zu bekümmern. Und sich nicht von der Welt verdürfen zu lassen. Sich und die Wesenkanner und die Witfrauen an ihrer Not zu bekümmern. Wie wird aus das Frömmigkeit? Weil das Leute sind, die, wenn es denen hilft, können sie dann nicht zurückgehen an der dämonische Kultur. Und das ist ein Auftrag, den du für Gott als Jude sowieso schon in der Lehre von Moses Cruz. Aber wenn du das nicht musst, wenn du mit denen, die nicht können, zurückgehen, wenn es denen nicht hilft, da brauchst du nicht überlebt zu schwätzen, weil alles andere ist also eine Form von Leid, wo du so mal spekulierst, können du zurück. Richtig. Und das weiß dann, dass du wirklich den zweiten Teil liebst, du musst dein Nächste gerne haben wie dich selber. Ja, an Wesenkanner und Witfrauen ist ganz wichtig, weil Wesenkanner haben keine Eltern mehr.
Also kann sich auch keinem sie kümmern. Du hast Ammonien, du hast Tatan, du hast so Leute, die Ja, mir obwohl da Demos kann die Pap mir hatte war noch schon wesen kann. ja, Sie konnten zwar noch eng Mam hun mit Mam war Witre an Kanner goufen schon als Wese kannner bezeschend. Dat haut auch noch viel der Fall ist. leider. An Witfrauen war die hunn kein Mann méi. Mei wann se kein Mann méi hunn, dann hunn se kein Sicherheit mehr an der Gesellschaft gehabt. Weil sie hatten kein Abkommens méi. Sie waren aufhängig von dem Mann, den Abkommens rausstellt. Was nicht gerade ganz richtig ist, weil auch viele Frauen damals in der Zeit vom Jacques auch reich waren, also verdient haben. So wie in der Zeit von Jesus. Das war auch nicht exklu. Aber das große Prinzip an Normalität war eine Frau, die war aufhängig von ihrem Mann, die so mit ihm gestellt für das irgendetwas Tisch dann hat für sie. Ihre gesetzliche Status kommt auch normalerweise durch den Mann. Ja. Das heißt, hier sind die Frauen, so wie ein Thema gesagt hat, für mich, die Kanner und die Witfrauen, die sind total an Unsicherheit. Sie wissen nicht, wie man ausgeht, sogar wie Haut ausgeht. Sie wissen nicht, ob sie selbst für Essen haben. Und sie wissen mal nicht, werde ich überhaupt noch können leben. Weil hier geht ja wirklich um Leben. Hier geht nicht nur hier geht um Anhängeren, weil sie haben nichts. Sie haben absolut nichts mehr. Und das ist, was man da los sieht. Aber da gehst du, wenn du wirklich ein frommer bist, da guckst du auf den Zustand von den anderen Leuten und du guckst nicht auf dich, da geht es schon mal. Und Frömmigkeit hat nichts um zu denen, wie gut, und wie religiös du bist, und wie gut dass du kannst, wie ich so, die Traditionen auflabern. Das hat nichts mit Frömmigkeit zu tun. Das ist nicht, was Frömmigkeit ist. Hier ist Frömmigkeit, du gehst bei den Leuten, die an der Scheiß sind. Voilà. Und es sind immer Witfrauen und Wesenkanner. Auch nach Haut. Egal wie viel das in der Golf kriegen. Sind aber immer die Kategorie, die immer am meisten leiden. Und da kann die Weltgeschichte so viel ändern, wie sie will. Das wird immer Leute wohl sein. Das sind gerade die Leute. Sind. Und die sollst du dich bekümmern. Und was bekümmerst du dich? Was müsst du für sie? Ja. Es muss in ihnen das gehen, was sie brauchen, für zu leben. Okay. Von den Dari wird dem Kopf aus, dann ist ein Dari wird dem Kopf von der ersten als ersten. Also muss in aus Situationen betrüchten gucken. Und dann, für was setzen dann nur den Kontrast? Oder willst du noch etwas beifügen? Nee, Mama. Für was wollten dann den Kontrast setzen und dann seht als ich nicht von der Welt verdirven zu losen? Was hat das mit den Witfrauen und mit den Wesenkanner zu tun? Du sollst dich Witfrauen und Wesenkanner bekümmern und du sollst dich aber nicht von der Welt verdirven lassen. Das ist ja wirklich ein Kontrast gesagt. Ja, aber wenn du das da denken musst, da bist du beschäftigt, dann wie soll ich sagen, quasi aufgelenkt. Dann hast du keinen Gedanken für der Welt nur zu rennen. Den sich mit der Lehre von Moses und mit der Bibel beschäftigt, also im Sinn von auch an seinem Leben umsetzt, der hat keine Zeit für sich nicht von der Welt verdirben zu lassen, den hat keine Zeit für, war das letzte Jahr, für sich der Sinn hinzugehen, die den Tod bringt, den erst beschäftigt mit der guten Wirker. Also eigentlich steht ein Hai an der Ökonomie nennst du das der Coup d'Opportunité. Du kannst dich für eng Sachen entscheiden und du entscheidest dich gegen Millionen anderer Möglichkeiten, wie es die Zeit benutzt. Und ihr seht, haben wir ja dann, du kannst dich entscheiden als Leute Jud, den du Jesus gelebt oder Haut, allgemein, wenn es darum bist, den du Jesus gelebt, entweder entscheidest du dich für das auszuleben, was die Bibel von der Fried und dass ihr gesagt nehmen, dass du mit Jesus in der Weg bist, dass der andere Leute hilft und so weiter. Oder du musst das halt nicht und dann da könnt halt Welt und Sinn spielen. Sich von der Welt verderben lassen und doch da meinst du den, was deine Meinung ist, oder wie du denkst. Ich meine, das ist sicher das. Weil Gott sagt, du willst gerne Frömmigkeit tun, aber ja, da weiß ich nicht, was Frömmigkeit ist. Du musst am Fongol an den Knast gehen, weil die Witfrauen und Wesenkanner
das hat erbecht. Das ist nicht einfach so eng Sache. Aber wenn ich gucke dann auf der Welt verdürfen lassen, so, für was hältst du denen? Du brauchst denen zu helfen. Du musst natürlich nur dir selber gucken. Für was guckst du nicht nur dir selber? Für was guckst du nur den Leuten? Du bist mir wichtig wie die Leute. Das ist ein bisschen so, wie ich den Kontrast gesehen, wie der Jacques das wird setzen. Er sagt, nee. Frömmigkeit hat viel gestorben zu denen, dass du dich engagierst und dass du ein bisschen musst leiden. Das Umfang den mir auf dem Schmage schwarz, dass man Gott soll gern hun an den zweiten Deel für die Israeliten für Juden Gesetz resümiert, das am Levitikus, dass der nächste gern hun wie selber und das Umfang der 3. Ja. Du hast Jacques verbindet die zwei Sachen. So. Voilà. Ich lese denke die letzten 2 Versen Sommer wir hätten das durchdiskutiert, was man wollte so oder wollte noch etwas beifügen. Da lesen ich denke die 2 letzten Verse, weil ich fand sie fantastisch. Wenn von ihr mengt, hier wir fromm, ma hin hält sein Zong nicht am Zahn, da bedreht hin sein egent Herz an sein Frömmigkeit als unnütz. Effektiv, dacht gut nicht. Rein an unbefleckt Frömmigkeit für Gott, den Pap, als die Hai, sich Wesekanner an Witfrauen an ihrer Not zu bekümmern, und sich nicht von der Welt verdirben zu lassen. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat, dass wir das erste Kapitel haben und dann werden wir das zweite Kapitel aufhängen. Nächstes Jahr, wir machen das aber auch an 2 Teile. Das war es dafür heute. Abonniert gerne den Podcast Bibel seht wat, organisiert von der LBE-SBL. Für alle Fragen und Feedback schreibt das gerne über info@lbe.lu an. Merci, dass ihr noch gelauscht habt. Adi, bis nächstes Jahr.